darf ich euch daran erinnern, dass Sozialgerechtigkeit nach immer gegen das Argument von der Kompetitivität müssen durchgesagt werden. Verbot von der Kannerarbeit, Schreck für Kompetitivität, Kündigungsschutz, Horror für Kompetitivität, der Mindestlohn unvereinbar mit der Konkurrenzfähigkeit von unserer Wirtschaft, nach Stundenberg sowieso. Also es ist immer entgegengehalten gehen, mit so Maßnahmen geht die Wirtschaft den Berg gehen, werden wir kompetitiv, an all die Reformen nun immer gegen das Argument müssten durchgesetzt gehen. Wie gesagt, kann ich überhaupt zu Lützeburg mit der berühmten Kompetitivität aus. Salariats, also Berufschambe vom Salariat, pardon, die hat an den letzten meint eine Reihe von Analysen vorgelegt, aus denen dafür geht, wie der Wirklichkeit zu Lützeburg mit der Kompetitivität an der Verteilung vom Reichtum ausgeseit. Schon da ein paar Tabellen bei mir, ich weiß aber nicht, ob das gut gesieht. Probieren mal. Ich bin auch an der Chambre gewesen, ich kriege keine Reaktion drauf. Weder stimmt, noch stimmt nicht, ich meine, stimmt. Erstens, den Anteil von den Löhnen als auch zu Lützeburg, wie ja ganz Europa, wie quasi weltweit, mit wenigen Ausnahmen, als den Anteil von den Löhnen im gesamten Reichtum raufgegangen, an die von den Beneficer wird zugeholt. Bei uns zu Lützeburg ist aber die Verteilung zwischen Lohn und Benefiz besonders krass. Von 100 € geschaffenem Wert gehen da 46 und Salariat an 54 und Kapital. An unseren Nachbarländern ist es umgedreht. 60% an Lohn, 40% an Beneficer. Und das gilt halt zu Lützeburg nicht nur für den Finanzsektor, wie wir vielleicht den nächsten Blick mengen, sondern das gilt für praktisch alle Sektoren und das Verhältnis. Außer zwei Sektoren zu Lützeburg, wo du ein bisschen ähnlich das ist den Horeska, also Hotel-Restaurant-Sektor, und Bau. Da kann ich aber nicht von denen behaupten, die wären besonders der internationaler Konkurrenz ausgesetzt. Von denen hohen Beneficer können die unholen, gehen da viel an Investitionen, und da gehen also Arbeitsplätze geschafft, das wir gehen zwar auch nicht unter Arbeitslosigkeit sowieso, mit gesagt aber auch, wenn man dann an den Etüden von der Salariatschambre guckt, was mit den Beneficer zu Lützeburg geschieht. Und da stellen wir dann im internationalen Vergleich fest, dass zu Lützeburg den kleinsten Teil von den Beneficer investiert wird. Es sind 42%, also 42% von den Benefiz gehen investiert, reinvestiert. Männer wie an allen anderen vergleichbaren europäischen Ländern, Deutschland, Frankreich, Belgien, 60-70%. Und dann zu der Steuern, weil wenn wir von der Steuern schwätzen, dann kriegen wir ja auch mit Kompetitivität und der Kap gehalten wird. All Jahr sind ein paar Jahre gibt es eine Etüde von der Weltbank zusammen mit einer privaten Consulting-Firma, Preis, wo daraus kommt, also ich kriege da doch nie raus, die Prälevemente auf die Betriebe an der ganzen Welt miteinander vergleicht. Alle Prälevemente, also Steuern und Sozialbeiträge, alle Prälevemente miteinander vergleicht. Und da bleiben wir auf Rekord tief. Vergleich Rekord tief, die niedrigste an der gesamten Europäischen Union, auf weltweit gesehen nach immer ganz, ganz 4 am Plotter, weil ich das 4 kann nennen. Wir haben also halt Prälevemente für Tabellenränke, 2 Zahlen, 3 Zahlen, also bei uns ist es rund 20%, in Deutschland 45%, in der Belgien 55%, in Frankreich 65%. Und das soll mehr erklären, als Wirtschaft zu Lützeburg wäre nicht kompetitiv, an Steuererhebungen wären gegen die Kompetitivität von der lützeburgischen Wirtschaft. Wir mengen am Konträr, da ist nach beachtlichen Spielraum dran, vor allem auf die Profitsteuer, aber auch auf den Sozialbeitrag vom Patronat, und zwar Spielraum sowohl für die Löhne abzubessern, wie auch für Staatsfinanzen abzubessern. Also, Resümee,
Heichbeneficer, relativ wenig Investissementer, wenig Steuern, also heich Privatbereicherung. Wir wissen natürlich auch, dass das ein Pauschalbild ist. Das ist nicht die Situation effektiv vom Bäcker von der Kap. Wir wissen auch, dass es Handwerksbetriebe gibt, kleiner und mittlerer Geschäfte, die mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben und die nicht auf Bereicherung aussieht. Ich meine aber auch, dass denen auch nicht muss helfen, wie auf Kosten von denen Leuten, die bei ihnen arbeiten. Weil das fällt ihnen am Endeffekt auch auf Nuss durch den Verlust von der Kaufkraft. Wenn die Kompetitivität auf Kosten von Lohn- und Sozialleistungen betreibt, da kann das nicht anders täuschen, wie das in eine Spirale, eine kontinuierliche Spirale noch innerutscht. All Land mischt ja dann dasselbe. Wir senken als Lohn, da senken sie an Deutschland auch nach ein Lohn, da muss man also nach ein senken und so weiter und so fort. Der versteht, was das bedeutet, und ich weiß nicht, wo wir dann kommen. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, der früheren deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt, den hat ein berühmten Theorem aufgestellt, an dem gesagt wird, Profiter von Haut, das wären die Investissementer von moi und Arbeitsplätze von übermorgen. Ich weiß nicht, ob nach ihm darunter gelebt, ich meine nämlich ganz viel. Ich habe aber den Eindruck, dass nach ein Party Leid, unterstützt von einer Regierung, der auch trug leben, Lohnkürzungen an Sozialaufbau von Haut, das wären moi Arbeitsplätze an Männer Chômage. Ein Beispiel nehmen. An Deutschland gibt es keinen Index, kein Mindestlohn, was das darum gestritten wird, mit Götter nicht, nach nicht. Und gibt an den letzten Jahren eine systematische Lohnsenkungspolitik. Und aber als die Arbeitslosigkeit in Deutschland mehr hoch wie bei uns. Ähnliche Vergleiche können den auch mit anderen Ländern ausstellen. Wir machen also einfach das umgedrehte Postulat. Wir sagen, die Löhne von Haut, der Sozialstaat von Haut, das sind auch die Arbeitsplätze von Haut auf moi. Weil Löhne sind Kaufkraft, also Nofro, also schaffen Arbeitsplätze. Umgedreht, also den Teufelskreis. Prekarität, Lohnaufbau, Beneficer klammen, Kaufkraft hält auf, wird also nicht investiert, der Chômage klimmt, Kaufkraft hält also weiter auf, wirtschaftliche Entwicklung wird blockiert. Das aber eigentlich Politik, die nach immer, entgegen dem wir den also hat keine Mengen als Reaktion aus der Krise nach immer betrieben wird. Wenn ich da gucke, was wir lo machen, apropos Banken, an Finanzmärkten, an Euro, nicht Zeitung lesen, nun ist mein Hund geduld. Wenn mein Hund mit dem Zahn flatscht, und ich gebe ihm dann ein Stück Fleisch, dann wird mir etwas Wichtiges beigelegt. Nämlich Alkohols, wenn ich mit dem Zahn flatschen, da kriege ich ein Stück Fleisch. Da das aber am Fond geholt, das, was man mit den Banken, mit dem Finanzsystem gemacht haben, und das am Fond geholt auch das, was man angeblich finster. Es gibt schon wirkliche Probleme in Griechenland, was wir machen, für den Euro zu schützen. Das ist Politik, die wir machen vis-à-vis von der Finanzspekulation. Und wir hätten gerne etwas anderes. Wir hätten gerne nach einem Jahr hauptsächlich eine Umverteilung von oben nach innen, nicht nur aus Gründen von sozialer Gerechtigkeit, das hauptsächlich, aber auch für das Wasser aufzuleden, wo die Spekulanten dran schwammen. Also besser Lohn, mehr Sozialstaat und Arbeitszeitverkürzung gegen die Chômage. Aber was wir am Moment als nicht dürfen erlauben, das als auseinander dividieren zu lassen, weil das probieren sie, das ist eine Allherrschaftsmethode. Wir dürfen als nicht eine Resignation treiben lassen, wir müssen als Viren zusammen. Merci.